Guten Abend miteinander. Hallo zusammen. Hallo Olivia. Hallo Lovely. Hallo auch denen, die uns zuschauen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt. Vielleicht sind ihr ja letzte Woche auch schon dabei gewesen. Jetzt haben wir schon den zweiten Livestream oder die zweite Woche vom Jahr. Letzte Woche hat es ein Interview von meiner Mutter. Ich hoffe, das ich mit meiner Mutter gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hallo Dario. Und heute machen wir ein bisschen weiter mit Swiss German Phrases. Wir haben eigentlich angefangen mit einem ersten Teil. Heute geht es ums Alter, um den Beruf, um Einladungen. Ich hoffe, ihr könnt etwas darunter finden, das ihr brauchen könnt. Und ich denke, wir fangen an. Die mitchatten wollen, die können da Beitrag zahlen, ein bisschen Kaffee oder so. Und dann können sie mitchatten. Ihr könnt das alles unten sehen. Und die gerne möchten mehr Filme sehen, die können sich auch in den Filmclub einschreiben. Also, wie alt bist du? Da können wir ein bisschen Zahlen wiederholen. Ja, wie alt sind ihr? Es gibt Leute, wenn sie Geburtstag haben, zum Beispiel 2 Personen, einen runden Geburtstag haben. 2 Personen werden 50. Dann sagen sie feiern zusammen 100 Jahre Jubiläum feiern. Ja, Dario, ich habe meine Haare geschnitten. Ich war beim Coiffeur vor Weihnachten. Ich habe einen neuen Look mit einer Brille. Ich werde langsam alt und sehe nicht mehr so gut. Aber ich habe gedacht, es ist auch gut vor dem Computer, wenn man eine Brille hat mit einer Schutzschicht. Ja, also, ich weiss nicht, wie das aussieht, ob ihr schon Brillenträger sind oder nicht. Du, Dario, auch, ja, ich glaube, so viel ich mich mag erinnern. Hallo, Hakuna Matata. Olivia, du bist schon steinalt, sicher, über 80, oder? Du bist alt. Vielleicht fühlst du dich alt. Aber sag mal ehrlich, so alt bist du noch nicht. Also meine Großmutter, die ist steinalt geworden. Steinalt, ja. Sie war über 100-jährig, als sie gestorben ist. Sie ist 102 geworden. Also Dario, du bist noch sehr jung. Blutjung. Blutjung. Lovely, du bist fast gleich alt wie ich. Ich bin 1 Jahr älter. Ich bin schon 44. Steinalt oder uralt, kannst du sagen. Genau, das ist sehr alt. Mhm. Danke noch für dein Kompliment, Olivia. Also, denkt daran, wenn ihr Zahlen sagt, das ist gut, Dario, du schreibst es hinter der Nummer 31 ein. Das ist richtig, ja. Ich bin 44. Ja. Mein Mann ist 2 Jahre älter als ich, also er ist 46. Aber meine was ist das? Tochter von einer Cousine hat geboren und ihr Kind ist erst gerade frisch auf die Welt gekommen, ist neu geboren, aber wenn das ein bisschen grösser ist, dann wird es 1, 2 und 3. Also, wir sagen nicht 1, 2, 3, das gibt es nicht. Also, meine Neffe, könnte man sagen, ja genau, meine Neffe ist 2 und seine Schwester ist 3. Ja, sie wird bald 4. Sie hat schon jetzt den Geburtstag. Dario, deine Großmutter ist 94 geworden. Sie ist auch uralt geworden. Darum sagt man auch bei Grosseltern, wenn das die Mutter von deiner Großmutter ist, dann ist das deine Urgroßmutter. Ja?
oder deinen Urgroßvater, das ist noch die ältere Generation als deine Großeltern. Und wenn es 2 Generationen älter sind, sind es Urgroßeltern. Ich glaube, die hat niemand von uns kennengelernt. Aber ich habe meine Urgroßmutter einmal gesehen in meinem Leben. Ja. Und darum kann man auch sagen, ich bin uralt oder eben steinalt. Es tut mir leid, dass deine Großmutter mit 81 schon gestorben ist. Das ist auch ein stolzes Alter. Aber natürlich, wenn du denkst, eigentlich hätte sie noch 20 Jahre länger leben. Das ist doch viel, oder? 20 Jahre mehr oder weniger. Aber es hat nicht so viele Menschen das Glück, dass sie 100-jährig werden. Wie alt sind sie? Also manchmal tun wir einander sitzen. Wow, dein Grossvater ist 99 geworden. Schade, hat er seinen 100. Geburtstag nicht erlebt. Ich denke, das ist doch ein schönes Ereignis, ja, wenn man dann den 100. Geburtstag feiern kann. Wie alt sind sie? Oh, du bist 36. Du gehörst zu den jüngeren Hakuna Matata. Ja. Ich bin 23. Ich bin 23. Also, zum 23. Geburtstag habe ich eine Reise bekommen, zum Beispiel. Du gehörst zu der Generation X, also sagt man dann auch Millennials oder so. Das heisst, die Generation, die jung war, die beim Jahrtausend Anfang. Generation X. Was ist ihr Geburtsdatum? Da können wir ein bisschen die Ordinalzahlen und den Monat wiederholen. Ja, also was ist ihr Geburtsdatum? Oder wann hast du Geburtstag? Was ist dein Geburtsdatum? Mein Geburtsdatum ist der 10.09.76. Also ich bin am 10. September 1976 auf die Welt gekommen. Und meine Kinder, ich habe 4 Kinder und 3 von ihnen sind im Mai auf die Welt gekommen. Im Mai. Also der älteste ist am 3. Mai auf die Welt gekommen. Der jüngste ist am 7. Mai auf die Welt gekommen. Und meine Tochter ist am 21. Mai auf die Welt gekommen. Lovely, dein Geburtsdatum ist der 23.11.1977. Also der 23. November. Das ist noch nicht so lange her, dass du Geburtstag gehabt hast. Ja, 1977. Du bist am 17. Mai 1984 auf die Welt gekommen. Hakuna Matata. Mein Bruder, der hat einen 80er-Jahrgang, also der ist gerade letztes Jahr 40 geworden. Er ist 1980 auf die Welt gekommen. Ja, also wir sagen häufig, anstatt geboren oder ich habe Geburtstag, sagen wir auch, ich bin auf die Welt gekommen. Genau, ich bin auf die Welt gekommen. Wann sind ihr auf die Welt gekommen? Vielleicht könnt ihr ein Beispiel schreiben. Meine Großmutter ist am 17. Oktober 1914 auf die Welt gekommen. Genau, 1914. Also sie war eine 14-Jährige. Ihr Jahrgang war 1914. Manchmal ist es wichtig, ist es gut oder praktisch, wenn man sich den Jahrgang merkt von den Leuten.
Dann nachher kann man immer nachrechnen, wie alt sie jetzt sind. Also zum Beispiel meine Kinder oder so. Also bei ihnen habe ich noch nicht so ein Problem, vielleicht bei meinen Brüdern. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? So kann man fragen. Oder welchen Jahrgang hast du? Der Jahrgang ist noch wichtig für die Weinkenner, wenn ihr Weinspezialisten sind und Feinschmecker. Dann nachher kannst du fragen, was hat der Wein für einen Jahrgang? Das ist ein Wein von 2011 zum Beispiel. Ja, und dann weisst du, das ist ein guter Jahrgang, das ist ein gutes Jahr gewesen. Also, mein Vater redet das manchmal so, aber ich verstehe nicht so viel von Wein. Oder ich merke nicht viel grosse Unterschiede, aber für ihn ist der Jahrgang wichtig. Wenn es ein guter Jahrgang ist, ein alter Wein, ein reifer Wein, dann nachher kostet er viel. Ja, also, und zwischendurch möchte ich noch all denen danken, die mich unterstützen, die mir einen Kaffee kaufen und möglich machen, dass wir da weiterhin Livestream haben. Ja, also, von Jahrgang redet man auch bei den Autos, redet man häufig von Jahrgang, oder Produktionsjahr. Was für ein Jahrgang ist das Auto oder wann ist das Auto produziert worden? Das ist noch recht wichtig, weil das den Wert vom Auto bestimmt, oder? Wenn ihr ein neues Auto habt, vom 2021, das neueste Modell, dann ist es viel teurer, als wenn ihr zum Beispiel ein Auto von 2016 kauft. Olivia, du verstehst auch nicht so viel von Wein. Das ist auch nicht das Wichtigste im Leben. Gehen wir über zum Arbeiten. Was schaffst du? Oder was bist du von Beruf? Oder was sind sie von Beruf? Ja, was ist euer Beruf? Und die Frage ist, arbeitet ihr auf dem Beruf oder macht ihr ganz etwas anderes? Eigentlich arbeite ich nicht ganz genau auf meinem Beruf. Ich bin Primarlehrerin von Beruf. Also eigentlich sollte ich kleine Kinder unterrichten, eine grosse Klasse. Aber ich bin trotzdem noch Lehrerin. Also ich bin nicht mehr Primarlehrerin, aber ich tue dafür Sprachen unterrichten und vor allem Schweizerdeutsch unterrichten und Hochdeutsch unterrichten. Was sind ihr von Beruf? Sind ihr Softwareingenieur oder sind ihr Pflegefachfrauen oder sind ihr Bäcker oder vielleicht Manager? Was sind ihr für Berufe? Genau, Hakuna Matata. Du schaffst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Allgemeinmediziner im Spital. Ich glaube, wenn ich mich gut erinnere, im Inselspital zu Bern. Meine Mutter ist jetzt gerade im Spital. Sie hat gestern ihr Knie operiert, aber sie ist nicht im Inselspital. Sie ist aber zu Bern, aber nicht im Inselspital. Daria, du bist ein Softwareentwickler von Beruf, genau. Und Lovely, was bist du von Beruf? Was machst du im Inselspital? Genau. Das ist so das grösste Spital von Bern. Ja. Ein gutes Spital. Also viele Freiburger gehen in die Inseln, wenn irgendetwas Schwierigeres ist, gehen sie auf Bern ins Inselspital. Mhm. Genau, du arbeitest als Küchenhilfe in einem Altersheim, oder? Oder irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere. Olivia, du hast Angst vor Spitälern. Das gibt dir ein ungutes Gefühl, wenn du in ein Spital gehst. Also was machst denn du von Beruf? Du hast noch nicht geschrieben, du bist sicher nicht Krankenschwester oder Pflegefachfrau
Oder Ärztin, denke ich, wenn du Angst hast vor Spitälern. Genau, Lovely, du arbeitest auch in einem Pflegeheim. Also du tust gut kochen für die alten Leute, dass sie noch lange fit bleiben. Okay, und dann haben wir ein nächstes Thema. Wie würdest du um Hilfe bitten? Wie würdest du um Hilfe bitten? Also, das ist noch wichtig. Manchmal auf der Straße muss man jemanden um Hilfe bitten oder unterwegs. Kannst du mir helfen? Ich helfe, du hilfst, er hilft. Also ich und er mit du und er. Aber Infinitiv ist helfen. Helfen. Genau. Olivia, kannst du mir helfen? Könnten Sie mir kurz helfen? Genau. Kannst du mir schnell helfen? Kann man auch sagen. Kannst du mir schnell helfen, bitte? Oder entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Ja, zum Beispiel, wenn ihr könnt jetzt schon gut Schweizerdeutsch, aber wenn ihr vielleicht etwas nicht versteht, was jemand sagt, und dann könnt vielleicht jemand helfen beim Übersetzen. Ja? Oder wenn man irgendeine Hände voll hat und noch etwas machen muss und dann muss jemand helfen, ein Päckchen heben oder einen Sack heben. Oder beim Parkieren, wenn du parkiert hast und rausfahren willst und nicht gut siehst, ob ein Auto kommt oder nicht, dann kann dir jemand helfen und ein bisschen winken, dass du besser und sicherer rausfahren kannst. Oder Hilfe! Oder ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Hilfe! Genau, das tut man es sehr lang betonen. Hilfe! Genau. Habt ihr auch schon um Hilfe bitten? Für was habt ihr um Hilfe bitten? Also mir ist einmal ein Einkaufssack kaputt gegangen und alles ist am Boden gefallen. Und eigentlich musste ich nicht unbedingt um Hilfe bitten. Eigentlich haben die Leute selber Hilfe angeboten. Also es ist jemand gekommen und hat mir geholfen. Und vor allem habe ich einen neuen Sack gebraucht. Olivia, du brauchst Hilfe mit deinem Schweizerdeutsch. Manchmal tust du jemanden um Hilfe bitten, dass sie dir etwas erklären, was das heisst. Oder wiederholen, wenn du etwas nicht verstehst. Okay, jetzt kommen wir schon zum letzten Thema. Hilfe! Feuer oder Feuerjoch. Das gibt es in den Geschichten, Kindergeschichten gibt es manchmal so. Dann gibt es so Feuerjoch, es brennt, Hilfe. Oh genau, Hilfe, ein Erdbeben. Hilfe, ein Erdbeben, genau. Aber dann, genau, wenn ein Erdbeben ist und irgendetwas passiert und die Leute im Haus stecken bleiben oder so, dann muss man sich unterstützen gegenseitig und Hilfe holen und vielleicht Steine wegräumen oder Geröll wegräumen. Lovely, du brauchst vor allem Hilfe, wenn du schwere Sachen musst tragen. In der Küche gibt es ab und zu noch sehr viel so schwere Töpfe, sehr wahrscheinlich, wenn ihr für viele Personen kocht. Ja, Erdbeben, das ist nicht so lustig. Wir wünschen es niemandem, dass ihr Hilfe braucht wegen einem Erdbeben. Aber wenn es natürlich eins gibt, ist man froh, wenn es Hilfe gibt. Ja. Genau, Dario, du hast ein Erdbeben erlebt und du hast vielleicht auch anderen Leuten helfen oder vielleicht haben dir Leute geholfen während dieser Zeit, gerade nach dem Beben,
was muss man denn machen, oder? Was ist denn, tut man denn gerade anfangen aufräumen, oder was macht man denn? Und zum Aufräumen braucht es sehr wahrscheinlich auch Hilfe. Ja. Also, wir haben angefangen mit dem Geburtstag. Dario, wenn du ein Erdbeben hast, dann muss man schnell aus dem Haus, möglichst schnell ins Freie und zuerst mal warten und schauen, was passiert, bis das Erdbeben vorbei ist, ja, bis es wieder vorbei ist. Und dann kann man erst auch anfangen aufräumen oder nach Personen suchen. Ich mache es fest, du bist auch eingeladen. Also jetzt kommen wir von dem Geburtstag zu der Einladung. Zum Beispiel, wir können den Geburtstag feiern. Ja, feiert ihr noch andere Sachen? Was feiert ihr? Wenn ihr vielleicht Freunde einladen oder so, wenn ihr etwas feiern. Also, wir tun eigentlich, Olivia, du tust sehr gerne feiern. Wir feiern eigentlich Geburtstag feiern, aber mehr von den Kindern, von den Erwachsenen, schon ein bisschen weniger intensiv. Vor allem, weil mein Mann, er hat gerade vor Weihnachten Geburtstag und das ist nicht so ein ideales Datum. Aber wir feiern auch den Hochzeitstag. Also meine Mann und ich und die Familie, wir feiern unseren Hochzeitstag. Das ist noch wichtiger, finde ich, als der Geburtstag. Ja, also der Hochzeitstag haben wir im August und das ist im Sommer. Und dann können wir etwas organisieren. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Es ist schön warm. Und dann machen wir gerne ein Fest machen. Olivia, du könntest sagen, irgendein Jubiläum. Zum Beispiel eine Firma kann zum Beispiel ein 200-Jahr-Jubiläum haben. Oder mein Onkel hat eine Bäckerei in Zürich und sie haben 2004 ein 100-jähriges Jubiläum gefeiert am Hauptbahnhof in Zürich. Und sie haben versucht, eine 100-stöckige Torte zu bauen für das Guinness-Buch, Weltrekordbuch. Aber es ist nicht gegangen. Ich glaube, die Juroren sind mit etwas nicht einverstanden gewesen. Ja, das 100-Jahre-Jubiläum. Das ist cool. Das ist schön, hat er etwas organisiert. Und was sie auch organisiert haben, sie haben die 100-jährige Geschichte aufgearbeitet und eine Broschüre über die Geschichte von der Industrialisierung ist das eigentlich, oder die Geschichte von dieser Firma ist auch die Geschichte von der Industrialisierung. Und dann hat sie das kann man noch online sehen, die Geschichte. Und sie haben ein grosses Fest gemacht und ganz viele Leute eingeladen, Kunden und die vorbei sind in Zürich und von dem Hotel. Das ist die Bäckerei Stocker in Zürich. Es gibt einen Laden im Hauptbahnhof und das Hauptgeschäft ist an der Weinbergstrasse, für die Zürich kennen. Vielleicht kennen ihr sie auch, die Bäckerei Stocker. Und dann hat es noch ein paar andere Geschäfte. Also, wir machen das Fest. Ich lade dich herzlich zu meinem Fest ein. Ja, ich lade dich herzlich ein. Das ist schön, wenn du noch herzlich kannst sagen. Ich glaube, wir Schweizer sagen das gern oder ich schreibe auch viel bei den Briefen herzliche Grüße. Nicht nur liebe Grüße, sondern mit Freunden und Familie schreibe ich sehr viel ein Herz und ein liebe Grüße. Ja. Also, ich lade dich herzlich zu meinem Fest ein. Oder natürlich feiern wir Hochzeit. Also, im Jahr 2000 haben meine Mann und ich Hochzeit gefeiert. Das war ein grosses Fest. Das ist vielleicht je nach Land ganz anders. In der Schweiz feiert man das einen Tag. Bei meinem Mann daheim in Polen da feiern wir 2 Tage lang Hochzeit. Ich weiss nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr viele Gäste gehabt zu eurem Hochzeitsfest? Und wie lange habt ihr gefeiert?
Und natürlich, wenn du eingeladen wirst, kannst du sagen, merci für die Einladung, Dankeschön. Das freut mich. Oder ich freue mich schon auf dein Fest. Oder man kann sagen, man kann fragen, was sie wünschen. Zum Beispiel das Hochzeitspaar. In der Schweiz hat das Hochzeitspaar so einen Wunschzettel. Und dort hat es schon ganz konkrete Sachen drauf, was sie wünschen. Dass man nicht etwas Falsches schenkt. Und wenn der Besuch da ist, dann ist es schön, wenn du sagen kannst, komm doch rein oder kommt doch rein. Herzlich willkommen. Kommt rein. Dann machen wir noch eine kurze Reklame für unseren Kurs am Montag am Abend für Schweizerdeutsch. Und neu haben wir nach dem Kurs, das geht eine halbe Stunde, und nach dem Kurs haben wir auch ein Zoom-Treffen, Telekonferenz oder so, wo wir zusammen reden können und zusammen wiederholen, was wir an dem Kurs machen. Im Kurs kannst du nur chatten, aber nach dem Kurs kann man das wiederholen, was wir im Kurs gelernt haben. Prost! Prost, wenn wir anstoßen. Ja, mit einem Gläschen Wein oder Weisswein oder Champagner oder so. Oder in Polen trinkt man Wodka. Was trinkt man bei euch? Bier. Ja. Und zum Anstoßen sagt man Prost. Oder man kann noch andere Sachen sagen. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl, nur zum Wohl. Ja. Ich bin noch gespannt, was ihr schreibt, wie man bei euch Hochzeit feiern. Ich glaube, das ist sehr ein schönes Fest. In Indien muss das auch sehr ein riesiges Fest sein. Ja. Und was ihr sonst noch feiert? Es gibt Leute, die feiern den Namenstag. Den Namenstag oder den ersten Tag, wenn die Kinder in die Schule gehen. Den ersten Schultag kann man feiern. Oder natürlich, wenn man Kind hat und sie taufen, dann nachher kann man die Taufe feiern und ein grosses Fest machen. Ja, Gäste einladen. Dann schreibt man meistens eine Einladung schreiben und verschicken. Und so ganz offiziell Leute einladen, so wie beim Hochzeit. Und dann, wenn wir anfangen zu essen, natürlich, dann sagen wir einen guten, ganz kurz, oder einen guten Appetit. Einen guten. Genau. Ja. Olivia, du sagst immer einen guten. Ja, es gibt zum Beispiel England oder so, die tun nicht so viel einander einen guten wünschen. Und wenn, dann sagen sie meistens Bon Appetit auf Französisch, weil sie sind sich nicht so gewöhnt, einen guten zu sagen in ihrer Sprache. Einen guten. Genau, mit einen guten. Einen guten heisst das eigentlich. Einen guten oder einen guten Appetit. Olivia, ich würd sagen, einen guten. Nicht nur guten. Einen guten zusammen, genau. Oder einen guten miteinander. Oder einen guten allerseits. Allerseits. Auf alle Seiten, ja. Rundum einen guten. Einen guten zusammen. Ja, und dann kann man noch ein Dankgebet sagen. Ab und zu gibt es Familien, die Dankgebet sagen noch. Daria, du hast das Gefühl, die Leute sagen nur schnell «Guten». «Guten». Kann das sein, dass du es nicht hörst, oder sagen sie wirklich nur «Guten»? Für mich gehört es dazu, aber es kann sein, dass man es nicht so deutlich sagt. «Guten», «Guten», «Guten».
Genau. Aber es kann sein, je nachdem, wo man ist, also ich bin auch nicht immer überall in der Schweiz und ich höre und ich denke, die Sprache entwickelt sich und man nimmt so Gewohnheiten an. Wenn andere das viel sagen, dann fängt man das auch viel an zu sagen. Eine gute. Ja. Okay. Also, es ist kürzer. Die Schweizer kürzen gerne ein bisschen abkürzen. Auf Hochdeutsch wäre es «guten Appetit» und wir sagen einfach «einen guten». Wir kürzen gerne ein bisschen abkürzen. Ja, es hat mich gefreut, dass ihr da gewesen. Heute war ein kurzer Livestream. Wir machen das anderes Mal weiter mit wichtigen Sätzchen oder mit wichtigen Ausdrücken, die man so sollte können auf Schweizerdeutsch. Heute am 9. Uhr haben wir ein Treffen für die sich eingeschrieben haben. Also machen wir ein Zoom-Treffen und wir machen so Redeübungen. Also wir üben reden. Wir haben ein Thema und wir reden zusammen darüber. Also für die Lust haben, auch zu üben mit anderen Leuten, die Schweizerdeutsch üben und lernen, die können sich einschreiben für unseren Dienstagskurs am 9. Uhr am Abend. Die sich schon eingeschrieben haben, die sehe ich schon bald. Ja, der Dario ist da und noch jemand anderes, der nicht an der Gruppe teilnimmt. Und es ist neu. Es hat noch nicht so viele Leute. Also, und wenn es auch ein bisschen mehr Leute hat, wir zusammen Sachen besprechen und dann in Gruppen diskutieren. In Gruppen miteinander reden. In Zweiergruppen, in Dreiergruppen. Ihr müsst ein Mikrofon haben. Die Kamera ist okay, ist auch gut. Ich habe gerne, wenn ich sehe, wer da ist. Aber es muss nicht sein. Ja, für den Kurs am Dienstagabend. Und denkt daran, dass ihr euch noch einschreiben könnt. Unten beim YouTube-Channel als Mitglieder einschreiben. Und ihr seht alles nachher unter meinem Film da. Alle Informationen, die ihr braucht. Und danke auch denen, die mir einen Kaffee spendieren. Und das war es für heute. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend, eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es ein Interview mit dem Dario. Also das gibt ein Live, also nicht eine Premiere, nicht ein Livestream, aber eine Premiere, wo ihr chatten könnt, wo wir einander Fragen stellen und miteinander reden wieder. Das ist am nächsten Dienstagabend. Also die Interesse haben daran, dann können wir den Dario ein bisschen besser lernen kennen. Ich hatte schon das Vergnügen, mit ihm zu reden und das Interview mit ihm zu machen. Genau. Also ich heisse euch herzlich willkommen, dass ihr auch nächste Woche schaut, dass ihr dabei sein könnt, am 8. Um das Interview zu hören. Ja. Okay. Merci vielmals. Tschüss zusammen. Macht's gut.